Shalom Aleichem. Heute wollen wir reden wegen zwei bekannten Dramaturgen, was jeder von sie in verschiedenen Teilen von der jüdischen Welt hat herangebracht seinen schafferischen Heilig in der Entwicklung von dem jüdischen Theater. Mit 70 Jahren zurück, dem 16. April 1943, ist bei den Schlachten auf Kafkas gekommen der jüdische Dramaturg Moishe Gershonson. Ist geboren geworden dem 18. Juni 1903 in dem ukrainischen Städtel Tschernichow, Zhytomyr-Gegend. Noch einmal ist mit den Eltern herübergefahren in Zhytomyr. In 1922 ist Gershonson umgekommen, sich lernen auf die ersten pädagogischen Kursen in Kiew. Dort hat zusammen mit seinen Chaveren geschaffen eine studentische Theatertruppe Mishlaches und Schickenisch, in welcher es haben sich auch beteiligt etliche künftige jüdische Schreibers, Benjamin Gutjansky, Zalman Skuditsky und Herschel Diamant. In die Jahren übt Gershonson und arbeitet in dem Kiewer jüdischen Meluche-Theater und setzt vor seine Proben in Dramaturgie. Später geht rüber arbeiten in Kiewer jüdischen Kindertheater, wo inszenisiert Sholem Aleichems Motel Pesach dem Chazens und Yankov Dinesons Yossele. Es hebt sich seine professionelle literarische Tätigkeit. In 1936 schafft die Pjese Util und gleich noch hier die Komödie Erschele Astropoler. In August 1937 hat Benjamin Suskin sie aufgeführt in Moskwer jüdischen Meluche-Theater und euch mit größter Erfolg. Wenn der Moskwer jüdische Meluche-Theater kommt wieder auf Gastrolen in Kiew, begegnet sich Gershonson mit Shlomo Michalson und erzählt ihm, als arbeitet über eine neue Komödie Chelmer Chachumim. Michals hat die Pjese gewollt stellen in sein Theater, aber die Malchume hat gebeten alle Pläne. In Dezember 1941 hat Gershonson mit der Mischpuche sich evakuiert in Kasachstan. Nach dem Durchmachen einen kurzen Offizierkurs ist abgeschickt geworden auf dem Front. Ist allgemein knappe 40 Jahre, wenn sein Leben hat sich übergerissen. Und noch eine Jahrzeit merken wir dem 16. April. Noch ein jüdischen Amerikaner Prosaiker und Dramaturg sein Lieben von Reim Yisroel Zalman Hurwitz. Ist geboren geworden in 1872 in dem Städtel Horki, nicht weit von Mogilev, Weißrussland. Zu der Zeit, wenn der junge Yisroel Zalman hat sich gedacht stellen zum Präsiv, ist entlaufen und das erste sich besetzt in London und danach weggefahren in Amerika. Da prüft aus verschiedene Parnusses zu ziehen die Chiyune und in derselben Zeit schreibt kurze Erzählungen. Sof kal sof wird abgedruckt seine Erzählung unter dem Pseudonym Zalman Lieben in der New Yorker Arbeiterzeitung. Gorengiechen beweisen sich seine Skizzen in Vorwärts und in der Zukunft. Eine große Rolle hat Lieben gespielt wie ein Dramaturg in dem Period von dem größten Aufblick von jüdischen Theater in Amerika. Zum ersten Mal ist raus auf der Bühne mit seiner Pjese Die verspätete Chuppe. Und weiter ist nicht durchgegangen kein Jahr. Es soll sich nicht beweisen, keine neue Pjese sein.
Lieben hat seine Pieces oft bezeichnet wie Komödies, realistische Dramas, Komödiedramas und so weiter. Sie sind deriker herumgegangen in Manuskripten und in übergeschriebene Heften zwischen die Liebhabers von Theater und verschiedene Truppes. Und die Akteuren und Regisseuren haben sie in die Programmen und die Affiches bezeichnet, wie sie hat sich nur gewollt. Shmuel Niger hat wegen Liebenden umgeschrieben so. Schreibt, wie ehrt, wie man ehrt. Zuputzen die Sprache ist ihm fremd. Pinkt so fremd wie zuputzen das Leben. Oiber trefft bei ihm ein schön Wort, ein stark Wort. Es ist nur, weil seine Emotionen sind oft starke, schöne. Schreibt, wie fühlt und wie seine Parscheinen fühlen. So Zitat. Salmen Lieben ist gestorben in New York in 1955. Lass mir jetzt sehen ein Neuzug von Moshe Gershonsons berühmte Pjese Erschele Astropoler, aufgeführt in dem Tel Aviver Theater Idee-Spiel. Erschele Mike Burstein, Reb Kalman, Yankov Bodu. Sei noch nicht, einer rein, der zweite. Nicht das sollten, wenn die schleppen. Reb Kalman, ich darf. Ach, wenn nicht, dass es darf. Ich will. Ach, wenn nicht, dass es will. Ja, ich hab. Ich darf nicht, dass es tun. Aber gib mir. Ausgeben, wem geben. Ach, gib nicht, denn ich hab nicht. Wenn ich hab, gib ich euch nicht. Nicht kein Geld. Hab nicht. Nicht kein Saar. Hab nicht. Ein Wort wird immer lassen euch reden. Hab nicht. Aber hört mich heute mit Kopf. Hab nicht. Was der Kopf hat, Tag euch nicht. Puh, sollst du mal werden. Lass mich den ganzen Tag im Kopf. Also ihr lasst nicht euch reden, ein Wort. Schon red. Ich bin auch gekommen, umgeben mein Käuf. Wo ist? Die Ost hat es bei mir gelegen? Na Gott, es mit euch Reb Kalman, ihr gedenkt schon nicht. Ich hab dir etwas geboren. Ja. Wo? Ihr habt mir ein Löffel geboren. Ein Löffel? Hat ein Löffel gehabt, ein kleines Löffel. Hab ich gesagt, zurückgebracht. Ein anderer wollte es sie gehalten für sich. No, ich hab Feind jenems. Ist. Nata hob de Mame. Nata hob das Kind. Putschi. Putschi, Sinner. Was? Ja, Balaboes. Nimm dich wieder Löffel und leg's rein in den Tisch selber. Ja, nur gebachte auf dem Pizza Kind. Hast erst noch was geboren geworden. Putschi. Putschi. Ja. Nee, gesagt. Was, Rebkure, warte aber nicht. Efter, darf dir noch etwas borgen? Nein. Geht da tracht, efter fort. Nein. Ja. Efter. Ja. Nein. Ja. Aber, ihr weißt was? Ich wollte Tage gedacht haben, einen silbernen Becher. Noch kein sich begehen und den. Ja, warte nicht. Was? Trug aus dem größten silbernen Becher. Nu, wie bist du? Oh. Aber nicht, seht ihr, ha? Seht ihr, Taki. Guck mal, Rebkurev. Der Becher wird euch tun im Putschi. Ah, warte. Ja. Putschi. Seid gesehen. Seid gesehen, heute Gott. Wenn alles bei mir in Stieb kann, nur im Putschi, wird doch gewähnt am Achaie. Dem 18. April sind geboren geworden zwei seltene Persönlichkeiten, die haben gelost a tiefen Spur nicht nur in der jüdischer, nur auch in hebräischer, russischer und deutscher Kulturen. Daheinu der Kompositor, Sammler von jüdischen Folklore Joel Engel und der Akteur Alexander Granach. Joel Engel ist geboren geworden in 1868 in Berdjansk. Geendigt die Moskwer Konservatorie ist lange Jahre gestanden Berosch der Gesellschaft für jüdischer Volksmusik in Russland. Kurz wie ein Kompositor
hat Engel geseder geschrieben auf russisch-kritische Abhandlungen, auf musikalische Themen, wie euch Essayen wegen Rimsky-Korsakow, Tchaikovsky, Tanejew, wo es gewesen einer von seinen Lehrern in der Konservatorie und andere. Von deswegen ist Engel gewesen in seiner Zeit zwischen die größten Kenner von jüdischen musikalischen Folklore und allein bearbeitet als jüdische Lieder. Im Jahr 1900 ist verbeten gewesen, aufzuhalten ein Referat in der Moskwer Imperatorischer Ethnographischer Gesellschaft wegen der jüdischen Volkslied. Zusammen mit Tanskin hat Engel sich beteiligt in die ethnografischen Expeditionen über der Kiewer Gubernie und Wolin. Wie ein Resultat von den Expeditionen hat Engel herausgelost in Jiddisch etliche musikalische Sammlungen. Wie ein Kompositor hat geschaffen die Musik zu Anskis Dibek, für den hebräischen Theater Habima, zu Peretzes und Sholem Alechems Inszenisations. Im Jahr 1922 hat Engel verlässt Russland und gegründet in Berlin sein Verlag Yuval Verlag, was hat später mit 3 Jahren übergeführt in Palästina, wo hat sich besetzt in Tel Aviv. Dort arbeitet Engel wie ein Lehrer in der pädagogischen Schule Schulamis, lehnt Lektionen, kreativ mit Konzerten, tun mit dem Varieté-Theater OEL. Zu der Zeit gehen heraus die 3 Band von seinen jüdischen Volkslieder. Gestorben ist Joel Engel Wart in 1927 in Tel Aviv. Alexander Granach ist geboren geworden in 1890 in dem Dorf Verbowitz, Mizrach Galizie. Von der Heim Shaye Granach, sich gelernt in Cheder, gearbeitet wie ein Bäcker, bei den 16 Jahren umgekommen in Berlin, mit der Chulem zu werden ein Akteur, aber gelebt wie früher von Bäckerei. In derselben Zeit lernt sich Granach in der berühmten dramatischen Schule von Max Reinhardt. Spielt auf Deutsch und Goran Giechen wird einer von den führenden Akteuren in Deutschland. In 1934, nachdem die Nazis gekommen zu der Macht, verlässt Granach Deutschland und deutsche Bühne. Wird ein jüdischer Akteur und spielt in Warschau, Lodz, Kiew. Spielt in Kino und die Rolle von einem Zigeuner in dem Film Der letzte Tabor bringt ihm einen verdienten Schäm in Russland. In den Sof-30er wird Granach verbeten in einem Kiewer jüdischen Theater, wo es wird aufgeführt Shakespeares Der Seucher von Venedig. Granach spielt dort die Hauptrolle von Sherlock, wo es ist wie zugemossen gewesen zu seiner Faktur. In jenen Zeiten ist ein Mensch mit dieser Biografie verurteilt geworden zu werden arrestiert und beschuldigt in alle Getoen. Also jedes Tag geschehen und nur zu lieb ein Zufall ist Granach befreit geworden. Nach der Befreiung ist Granach gekommen in Amerika, wo seine theatrale Karriere hat sich nicht so gut eingegeben, hat gespielt in Hollywood. In New York hat der Ikuf euch herausgelost sein Buch Zichroines, wo es heißt, Ot geht ein Mensch. Gestorben ist Alexander Granach in New York in 1945.
Dem 19. April merkten die Juden über der Welt auf dem heldischen Aufstand in Warschauer Ghetto. In dem Tag, 1943, hat sich umgehoben der bewaffnete Kampf in der Warschauer Ghetto, organisiert und angeführt durch der Vereinigte Jüdische Kampfsorganisation. Die Jüdische Kampfsorganisation ist gegründet geworden im Oktober 1942. Ungeführt hat mit ihr der Stab in Bestand von Mordechai Nilewitsch, Hashomer HaTzair, Kommandant von der Kampfsorganisation, Michael Rosenfeld, Polnische Arbeiterpartei, Hersch Berlinski, Linke Koalition, Itzhak Zuckermann, Achalutz und Marek Edelmann, Bund. Dem 19. April Fartug sind die Okkupanten zugetreten zu der endgültigen Liquidation von dem Rest Juden in Warschauer Ghetto. Sie haben geschickt reguläre Militärteilen, Artillerie, Sapioren, deutsche und polnische Polizei, Gruppen von ukrainischen und lettischen Faschisten unter der allgemeinen Anführung von General Jürgen Stroop. Aber das deutsche Militär ist zurückgetrieben geworden durch die Ghettokämpfer. Damals haben die Faschisten herangebracht in Kampf, Tanken und auch viele Aviation. Dem 16. Mai hat Stroop offiziell gemolden, als der gewesene jüdische Wohnquartal hat aufgehört zu existieren. Aber die Kämpfe hat mehr nicht kein koordinierte, sondern mit der jüdischen Kämpfer umgegangen weiter. Die letzten Ideen wegen Zusammenstößen stammen von August 1943. Hagam die Ghetto ist schon lang gelegen in Churwes.